Lieve Frühs, wir sind ja in der Weihnachtszeit. In Ram Weihnachten haben wir frühs gefokken ziemlich Druck. Mit Putzen und Baken und Reinmachen und Eten machen, Familienfasten, Uitreiden und Geschenke kaufen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns Zeit lassen, um uns zu besinnen, was der wirkliche Sinn und der wirkliche Wert von Weihnachten ist. Und deswegen möchte ich vandaag mit Ihnen darüber nachdenken, welche Auswirkungen Weihnachten auf mein Leben haben kann. Oder was wir von den Personen aus der Weihnachtsgeschichte für uns Leben lernen können. Und ich möchte Ihnen ermutigen, doch auch an dieser Zeit die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus und Lukas einmal ganz zu lesen und zu überlegen, was sie dort lernen können. Nun möchte ich, dass wir uns die verschiedenen Stationen und Teilnehmer von der Weihnachtsgeschichte nur betätigen. Der erste ist Jesus. Er ist die Hauptperson von der Weihnachtsgeschichte. Er ist der Mittelpunkt, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, und Weihnachten Mensch wird. Jesus, der Gottes in Chinese sehen, verleiht die Herrschaft von seinem Vater, der Herrlichkeit, und wird als kleines, helfloses Kind geboren. Und dort auch an ganz arme Verhältnisse. Stahl und Schraub und Streu und statt Krankenhaus, Kinderstube und Kinderbad. Einfacher, armer und leer ging es nicht. Dort hat Jesus in Wirklichkeit gar neidig gehabt, hier auf die Erde zu kommen und so klein zu werden. Aber er wusste, dass bloß er allein uns Menschen aus der Sündhaftigkeit, aus dem Dunkel und aus dem Getrenntsein von Gott erlösen kann. Und wie Menschen, und auch die Menschen dann, die wussten gar nicht, wie dringend sich Jesus sein Erlösungswerk brauchte, dort an Weihnachten Anfang. Und viele wollen nicht von ihm weiter, lehnen ihm auf, oder wäre letztendlich am gehen Eva. Wie ist das mit uns? Wie wichtig ist uns dort kommen, Jesu, für uns Leben? Ohne ihn würden wir hoffnungslos verloren sein. Seine Geburt, sein Leben, sein Wirken und besonders auch sein Tod und sein Abstoßen vom Tod sind nötig, damit wir leben können, ein Leben in Ewigkeit haben. Damit wir erlöst worden können von der Sünde und ein erfülltes Leben haben können. Und Jesus Christus wird der Einzige, der der Mittler zwischen uns und Gott sein kann. Weil er Mensch wird und sein Leben für unsere Sünde gab, kann er der Vermittler und ist er der einzige Mittler zwischen uns sind die Menschen und dem heiligen Gott. So ist Jesus aus 2000 Jahren nach uns Menschen gekommen, weil er auch bald von da in uns Leben kommen. Lassen wir ihm kommen, nehmen wir seine Gnade und Leib jeden Tag an, kriegt auch dann, wenn das bei uns Beine vorkommen, so dunkel und arm und trostlos und kraftlos vorkommen aussieht. Er will an uns Hort kommen, in uns Frieden und Licht bringen. Weil wir doch in dieser Weihnachtszeit ganz bewusst Jesus einladen, an uns Hort zu kommen, in uns Licht und Frieden zu bringen. Eine andere wichtige Person in der Weihnachtsgeschichte ist Maria. Sie war ein junges, verlobetes Mädchen, das Verlobnis gefeiert hat, mit Josef, ihrem Liebsten, und wir dabei ihre Chast zu planen und ihr neue Hausfahrt zu bereiten. Sie war eine anständige und gottesfürchtige junge Frau. Sie war eine Jungfrau, dass sie sich sexuell reingehalten hat, was nu. Und das Mädchen kriegt einen ganz besonderen Gast. Der Engel Gabriel, von Gott geschickt, kommt er. Mitten an ihren Alltag an und stellt ihr Leben auf den Kopf und bringt ihren Plan durcheinander. Und er erklärt auf eine feine Art und Weise, dass sie von Gott ausgesagt worden ist, um die Mutter von Jesus
Christus von Gottes Sehen zu worden. Und als Maria fragt, wie das passieren soll, dann sagt er, durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Und was sagt Maria? Nee, ich will erst mal Chast feiern und dann wollen wir noch ein bisschen warten, das ist nu noch nicht so passend. Und ich glaube, ich bin auch nicht fähig dazu. Nee, Maria, ihre Antwort ist, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir macht passieren, was du gesagt hast. Wir reagieren wie auf Gottes Plan mit uns. Hast wir überhaupt han, wann er uns seinen Wille wiesen will? Oder haben wir viel zu Druck, Bibel zu lesen, zu beten, Gemeinschaft zu haben und so Gottes Wille zu sehen? Sind wir bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn wir aus Maria nicht alles verstehen oder auch sogar Schwierigkeiten haben können? Wenn es für Maria hat diese Schwangerschaft auf den Tod bedeuten könnte. Weil es wer unbefriedigt schwanger wird, der muss dem jüdischen Gesetz endlich sterben. Aber trotz all dieser Schwierigkeiten sind sie Juden Gottes Weg. Sind wir Reidete ohne Wahn und Ober? Gott gehorsam sein ist immer der beste Weg, auch wenn das nicht immer der leichteste Weg ist. Und Gott gehorsam sein, das bringt Sehen. Sehen für uns ganzes Leben, was eine Ewigkeit. Was ich so fan von dem Engel finde, ist, dass er Maria vertelt, dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger ist. Elisabeth ist al älter und hat ihr lebenslang noch ein Kind gelöst. So findet Maria in ihrer besonderen Situation eine andere Frau, die versteht und mit der sie darüber reden kann. Das ist sie für uns Frauen so wichtig. Wie wunderbar, dass Gott uns versteht, dass er weit wird wie Brücke und dann auch für uns sorgt. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, so Maria zu sagen, Gott, ich will dir gehorsam sein und mir die ganze Hand geben. Josef ist der Verlobte von Maria und er ist Tischler, Haltarbeiter, und läuft an Gott und an dem seine Versprechungen. Und er ist ja auch dran mit alles reut machen für die Chast und für er nicht Tüß. Und da kommt auch Gott und bringt sein Leben durcheinander. Und was tut Josef? Er gehorcht. Er rennt nicht weg. Er sagt ja zu Gott seinen Weg. Trotz Schwierigkeiten. Wenn sie Jeff bestimmt viel geredet, wenn seine Brut allfähre Chast schwanger geworden ist. Und er sagt ja, trotz Entbehrungen. Dann bitte nur die Geburt vom Kind hat er keinen eierlichen Verkehr mit seiner Frau. So wird er sich sein erstes Ehejahr bestimmt nicht vorgestellt haben. Sind wir heute, so Maria und Josef, ja zu sein zu Gottes Plan, auch wenn der ganz anders ist als uns einer? Eine weitere Station in der Weihnachtsgeschichte ist das Gasthaus. Wir finden in der Bibel nicht über einen Ehendäumer, aber wir finden, dass da gesagt ist, dass das Gasthaus keinen Raum hat, dass es immer voll wäre, als Maria und Josef da bleiben wollen, wenn sie Jesus geboren werden soll. Und weil diese Menschen Jesus der Derte machen, können sie in Gottes nicht in ihr Leben kommen. Und was macht uns Leben voll? Tja, der Mann, Haushalt, Arbeit, Sorge, Bitterkeit, Selbstmitleid, Neid oder Eifersucht, Dreckigkeit oder Undankbarkeit können uns Leben und unsere Gedanken so voll machen. Weil wir doch Raum machen für Jesus in uns Leben und am Utreimen lassen, was nicht gut ist, in die Sachen nicht ordnen lassen. Manchmal lassen wir Jesus ja auch an uns Leben zu nennen, bloß an gewisse Stufen. An die Winkels, wo unsere schlechte Angewohnheiten, unsere Plüderien und Zentjarien oder unsere Laster sind, da lassen wir am ganz gar nicht nennen. Und ich möchte uns ermutigen, uns ganzes Leben, alle Stuben und Winkels für Jesus aufzumachen, wenn wir dann heil werden können. Und wir können dann beten, Jesus,
komm in mein Leben und mach du mein Leben ganz rein und heil. Weitere Personen uit de Weihnachtsgeschichte zijn de Schubhard. Als dat Tageslicht in de Nacht met einmal schijnt en veel Engel da wären, wat sie zijn en hören können, dann hadden de Schubhard große Angst. Aber als sie die Botschaft von der Engel hörte, dass der Radar geboren ist und sie an diese Botschaft glaubte, dann verschwand die Angst. Jesus sagt dort Lothar selbst in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habe ich Angst, aber seid getröst, ich habe die Welt überwunden. Alle Menschen, alle haben irgendwann mal Angst. Wir haben Angst um unsere Kinder, für die Zukunft, für den Tod, für Krankheit oder Leid, oder auch für andere Menschen. Wir dürfen alles, was uns Angst macht, nach Jesus bringen. Er versteht uns und will uns helfen, die Angst zu überwinden. Als die Engel dann weißen, dann gehen die Schubhard bosig dem Jesuskind. Und diese Begegnung mit dem Jesuskind macht hat so voll Friede, dass sie dort nicht bloß für sich behalten können. Sie vertellen dort alle Welt und umgehend wieder. Wie ist es mit uns? Gehen wir jeden Tag nach Jesus und sehen die Begegnung mit ihm? Und lassen wir uns so von ihm erfüllen, dass auch unsere Mitmenschen dort möchten, dass wir von Jesus seine Liebe und seinen Frieden erfüllt sind. Dann sind da noch die Sternenforscher. Was können wir von den Sternenforschern lernen? Sie folgen dem Stern und gehen einen langen, schweren Weg, um den neugeborenen König zu sehen. Wir Volken sind wie so lau, so leidgültig und so gemütlich daran, durch Bibellese, Gebet und Gemeinschaft Jesus zu sehen und am mehr kennen zu lernen. Jesus konnte Stern sein, was uns den rechten Weg weist. Vielleicht muss auch wir lernen, mehr auf Jesus zu schauen, anstatt um unsere Schwierigkeiten und unsere Probleme. Dann wird unser Leben bestimmt dacher werden. Und sie freuen sich sehr, als sie Jesus finden. Wenn wir Jesus finden und anbeten an uns Leben, an uns Hütte kommen, dann werden wir mit einer Freude erfüllt, was bleibt. Wir werden dann so erfüllt, dass wir dort auch an unsere Mitmenschen wiedergeben können. In der Bibel fordert uns ab, jederzeit Freude zu sein. An schönen Zeiten, nicht zu Weihnachten, aber auch an schweren Zeiten. Oder wenn Krankheit und Leid ist, oder wenn uns dort schwer wird. Aber dort geht nur, wenn wir uns von Jesus fallen lassen. Und diese Sternenforscher knien für Jesus und beten am an. Sie hat diese Haltung von Ehrfurcht, von Dankbarkeit, von Anbetung Gott gegenüber. Wie sieht es an uns Leben aus? Haben wir diese Einstellung an uns? Jeden Tag diese Dankbarkeit, diese Ehrfurcht und Anbetung für Gott? Bitte dem bringen sie Jesus Geschenke. Was können unsere Geschenke für Jesus sein? Das kann unsere Zeit sein, unsere Gabe, unser Geld oder was wir haben, unser Leben oder unser Gehorsam. Sind wir bereit, Jesus uns Beste zu geben? Wir können ja sagen, wenn wir in einen Dienst gefragt worden. Wir können andere ermutigen oder Leib erweisen. Jemanden besitzen oder Zeit für ihn haben. So viele Möglichkeiten. Und alles, was wir uit Leib tun, ist so, wenn wir dort für Jesus tun. In der Sternenforscher gehen beim Trade einen anderen Weg, weil Gott anders so sagt. Heute vielleicht für uns, dass wir auch mal andere neue Wege gehen müssen, wenn Gott das so sagt. Hört wie an, wenn er uns einen neuen Weg gehen lassen will? Was kann das bedeuten für uns? Vielleicht wird verantwortlicher sein mit unserer Zeit, mit unserem Geld, anstatt immer zu schlemmen und zu gnaden, mehr danken. Unsere Traditionen und Formen darüber nachdenken, was ist gut und was ist vielleicht nicht mehr wichtig. Anstatt über andere zu plüdern, schlecht zu reden, für entbeten und so weiter. Das ja wie seht ihr, wenn nie Wege in uns Leben sein können. Und wir finden da auch eine Weihnachtsgeschichte nach dem König Herodes.
Hij verviert sich aus der Stirnforschers am von dem Niegeborenen König vertalen. Warum verviert hij sich? Herodes mocht nicht seine Macht und seine Herrschaft verlieren. Deswegen lehnt er Jesus auf und versieht am uit dem Weg zu schaffen. Und auch waren viele daran ja Lieder machen. In Matthäus 2 finden wir, wo er alle Jungs in ja 2 Jahre dood machen lässt. Und stellt sich mal all die Treue an der Familiensphäre, bloß weil ein Mann so egoistisch wie und bloß an sich dacht. Mit meine Mitmenschen und ja meinen Egoismus und ja mein Eich Lieder, weil ich einmal Recht haben will und mit alle Mädel will mein Recht kriegen. Wer ist der Herrscher, der König über mein Leben? Lässt ich Jesus den Bestimmer sein? Lässt ich mein Leben bestimmen? Oder will ich bestimmen? Und auch über alles, was in meinem Leben passiert. Dort können wir uns selbst prüfen, ob wir Jesus, den Herr und König, in uns ganzes Leben sein lassen. Meins nur dann, wo wir ein erfülltes Leben haben. Und noch die letzte Person aus der Weihnachtsgeschichte, und das sind Simeon und Hannah. Sie sind alt und haben ihr ganzes Leben lang auf den Heiland, den Retter, gewacht. Sie haben in ihr Leben viel Leid und viel schwere Zeiten durchgemacht. Aber ihr Glaube an Gott und den Heiland, der bleibt stark und fest. Und von Simeon und Hannah können wir lernen, dass Gott seine Versprechungen hält. Dass wir daran leben können und dass wir geduldig und vertrauensvoll auf sein Wörtchen warten. Weil wir danach streben, stark und fest am Glauben zu bleiben und an Gottes Versprechungen festzuhalten. Was Weihnachten dit Jahr Auswirkungen auf mein Leben haben? Von welcher Person aus der Weihnachtsgeschichte möchte ich lernen? Was soll ich ändern in mein Leben oder von Jesus ändern lassen? Jesus will in uns Leben kommen und er will uns Vergebung, Heil, ewiges Leben, Friede und Fried und Leben und Erfüllung schenken. Und wir brauchen bloß noch anbeten. Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben und halt mich so zu leben, als du dort haben wirst. Gott segne und liebe Frühes und möchte zum Sehen für viele andere Worte.